Willkommen zum Kurdiv-Podcast. Heute sprechen wir über die Kurden der Sowjetunion. In diesem Podcast sprechen wir langsam, mit einfachen Wörtern. Wenn dein Deutsch auf Anfängerniveau ist dieser Podcast für dich. Im 20. Jahrhundert wurde die Sowjetunion zur Heimat der Freiheit für viele Kurden. Dazu gehört auch ein kleiner Teil Kurdistans, das sogenannte Rote Kurdistan oder Kaukasische Kurdistan. In einem Land, in dem mehr als 100 Völker zusammenlebten, fanden auch die Kurden ihren Platz. Vor der Sowjetunion lebten die Kurden im russischen Zarenreich. Sie lebten vor allem in der Kaukasusregion. Nach der Oktoberrevolution von 1917 entstand ein neuer Staat. Dieser neue Staat begann, die Kulturen und Sprachen aller Völker zu unterstützen. Diese Politik öffnete auch für die Kurden eine neue Tür. Das Zentrum der Sowjetkurden war Sowjetarmenien. In der Stadt Jerewan wurden Zeitschriften, Zeitungen und Radiosender auf Kurmanji gegründet. Eine erste große Errungenschaft war ein neues kurdisches Alphabet. Im Jahr 1928 schufen 2 kurdische Gelehrte das erste lateinische Alphabet für Kurdisch. Ihre Namen waren Isahak Marogulov und Erebe Semo. Das war 4 Jahre vor der berühmten Zeitschrift Hava. Hava war die Zeitschrift von Mirceladet Bedirxan. Doch 1944 wurde dieses Alphabet auf Stalins Befehl gewaltsam in kyrillische Schrift geändert. Kurmanji in kyrillischer Schrift wird bis heute verwendet. Man findet es in Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Aserbaidschan und Georgien. Dies ist eines der am wenigsten bekannten Erbe der Sowjetzeit. Im Jahr 1930 erschien die Zeitung Ria Teze. Dieser Name bedeutet der neue Weg. Es war die erste langlebige kurdische Zeitung. Ria Teze wird bis heute in Jerewan herausgegeben. Sie nutzt sowohl lateinische als auch kyrillische Schrift. Erebe Semo wurde der erste kurdische Romanautor. Im Jahr 1935 veröffentlichte er den Roman Der kurdische Hirte. Es war der erste Roman, der auf Kurmanji geschrieben wurde. Der Roman wurde in mehr als 10 Sprachen übersetzt. Hezir Zindi war ein großer Folklorist. Er sammelte tausende kurdischer Geschichten, Lieder und Epen. Er schrieb auf Kurmanji, übersetzte aber alles auch ins Russische. Zindi war nicht nur ein Sammler. Mit seinen Schriften und Forschungen führte er die kurdische Literatur neu in die Welt ein. Nun kommen wir zu den großen Höhepunkten der kurdischen Folklore. Die Familie Celil, Kasime Celil, Celile Celil und Ordixane Celil. Ein Vater und 2 Söhne. Alle 3 waren Folkloreforscher. Zusammen legten sie ein großes Fundament für die kurdische Literatur. Celile Celil und Ordixane Celil wurden zusammen die größten Stimmen der kurdischen Folklore. Sie sammelten tausende kurdischer Geschichten von alten Männern und Frauen. Sie sammelten auch Lieder, Epen und Sagen. Sie übersetzten diese Werke ins Russische. Und was war das Ergebnis? Hier ist eine erstaunliche Tatsache. Die Anzahl der kurdischen Geschichten in russischen Bibliotheken ist größer als die der türkischen, arabischen und persischen Geschichten zusammen.
Ja, mehr als alle drei zusammen. Die Zelil-Brüder und andere kurdische Sowjetintellektuelle waren nicht nur Sammler. Sie waren auch Boten der Kultur. Ihr Erbe ist ein unschätzbarer Schatz für die kurdischen Kinder von heute. Aber nicht nur die Zelil-Brüder. Sikoje Hesen war ein berühmter Dichter. Emerike Serdar arbeitete als Schriftsteller und Journalist. Karline Kakani war ein Literaturwissenschaftler. Vezire Eso war ein bekannter Historiker. Auch Zerdojschenko und Miroje Iset werden für uns heute neu entdeckt. Nun kommen wir zur Stimme von Jerewan. Radio Jerewan war die Stimme der Kurden aus allen 4 Ecken der Welt. Es begann im Jahr 1955. Es sendete jeden Tag auf Kurmanji. Kurden in der Türkei, im Irak, im Iran und in Syrien hörten in den langen Nächten zu. Sie drehten die Knöpfe ihrer Radios voller Hoffnung. Manchmal rief ein Nachbar: Hör jetzt zu, es hat gerade begonnen. Radio Jerewan sendete die Lieder der Dengbeh. Es teilte auch Volksmärchen und Nachrichten. Sakiro, Egide Zimo, Karapetek Sako und Aram Dikran sprachen aus Jerewan. Für viele Kurden war dieses Radio die Stimme der Heimat. Aber nicht alles war gut. Im Jahr 1937, während Stalins großem Terror, wurden viele kurdische Intellektuelle getötet. Andere wurden in ferne Orte verbannt. Im Jahr 1944 kam die große Deportation aus dem Kaukasus. Zehntausende Kurden wurden gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben. Sie wurden nach Kasachstan und Zentralasien verbannt. Viele starben unterwegs. Doch die kurdische Kultur starb nicht. Die Kurden bewahrten ihre Sprache und ihre Kultur. In den 1960er Jahren unter Breschnew lebte die Kultur wieder auf. Heute leben in Russland, Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan immer noch tausende Sowjetkurden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 kehrten viele in ihre Heimat zurück. Das kyrillische Kurmanji verblasst langsam, wird aber noch immer benutzt. Für uns Kurden von heute ist das Erbe der Sowjetkurden sehr wertvoll. Erebe Semo, Hezjet Sindi, die Zelil-Brüder, Sikoje Hesen, Emerike Serdar. Sie haben unsere Sprache, unsere Kultur und unsere Geschichte bewahrt. Ohne sie wäre uns heute vieles verloren gegangen. In den kommenden Folgen werden wir Land für Land gehen. Die zweite Folge wird über die Kurden des sowjetischen Armeniens handeln. Danach Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan und Russland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere bitte den Kanal und tippe auf die Glocke. Unser Ziel ist es, die kurdische Kultur lebendig zu halten. Was kurdisch ist, soll für die Kurden sein. Mögen wir immer zusammenstehen.